Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Leute, meine Meinung zum Champions League Playoff Spiel zu Hause gegen Celtic Glasgow und natürlich die Benotung der Spieler. Bevor wir reingehen in das Fußballthema, habe ich diesmal noch was in eigener Sache. Was heißt in eigener Sache? Für jeden die Sache, der in Deutschland wahlberechtigt ist. Also am Sonntag sind Bundestagswahlen, Leute, und ja, ich würde mich freuen, wenn jeder, der hier zuschaut, irgendwie wählen geht. Solange man eine demokratische Partei wählt. Also wer AfD wählt und CDU, kann gerne mit dem Arsch zu Hause bleiben. Wobei man mit Sicherheit bei der CDU noch drüber streiten kann. Aber wir wollen gar nicht so weit reingehen in das politische Thema. Mir ist wichtig, dass ihr wählen geht, solange ihr keine AfD wählt. Ich verstehe jeden, der irgendwie, keine Ahnung, gerade abgefuckt ist von der Politik und denkt sich so, ja, macht eh keinen Sinn, wählen zu gehen. Nee. Leute, geht wählen, und wenn ihr eine Partei wählt, die bei euch vor Ort irgendwie besonders aktiv ist oder sonst was, geht einfach wählen. Jeder, der nicht wählen geht, unterstützt damit am Ende die AfD. Ja? Also geht einfach wählen, Leute. Gut. Das wollte ich loswerden, und dann jetzt, wie immer, bevor wir reingehen, der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, abonniert sehr gerne den Kanal, und solltet ihr irgendwie, das vielleicht noch zur letzte Wort zur Politik, solltet ihr irgendwie ein rechtsradikaler Spacken sein, der die AfD wählt, dann könnt ihr hier gleich quitten, wa? Ich will euch hier auf meinem Kanal nicht haben. Und da ist mir auch egal, ob ihr Bayern-Fan der ersten Stunde seid oder nicht. Wer so verblendet und vernagelt in seinem Hirn ist, den brauche ich hier nicht. Ja, gut. Das wollte ich loswerden, jetzt gehen wir rein. Ja, nehmen wir das Positive mit oder nehmen wir das Negative mit? Wir nehmen natürlich das Positive mit. 1:1, Chaka, wir sind weiter, Halleluja. In der letzten Sekunde durch ein, ja, weiß ich nicht. Anders hätten wir wahrscheinlich kein Tor geschossen, und ja, ich hab's weiß ich nicht, vor 3-4 Wochen angefangen, die ganze Sache ein bisschen zu kritisieren, wo die Reise gerade hingeht, und ich denke, der Trend geht, ja, also jeder, der es jetzt immer noch nicht gerafft hat, ja, dass der Trend in eine schlechte Richtung geht, ja, wir können das wieder abtun damit. Ja, hat er gereicht. Wir sind weiter. 1:1 gegen Celtic zu Hause. Können wir natürlich so argumentieren, genauso wie wir das Trauerspiel in Leverkusen argumentiert haben mit, ja, geil, 8 Punkte Vorsprung gehalten. Ja, können wir tun. Könnt ihr auch für euch tun, wenn ihr das wollt. Ich tue das nicht. Wie gesagt, heute können wir den Bums abhaken unter, ja, Hauptsache weiter, alles gut. Champions League, Playoff-Spiel, alles fein. Es sind ganz andere Mannschaften ausgeschieden, ja. Bisher brauchen wir gar nicht drüber reden. Nichtsdestotrotz ist der Trend die letzten Wochen eine Katastrophe bei uns, und das war heute, hat sich nahtlos in diese Reihe eingefügt. Ja. Natürlich sind wir verdient weiter, wir haben verdient, ich hätte fast gesagt gewonnen, aber das Unentschieden geholt, das steht außer Frage, sehen wir jetzt auch gleich, wenn wir uns mal einen Blick auf die Statistiken werfen. Alles gut, aber das ist ja, also wenn wir die Leistung aus der Hinrunde mal zugrunde legen, und wie wir da Fußball gespielt haben, dann sind wir gerade erst locker bei 60%. Ja. Da fehlen locker 30-40%, um wieder dahin zu kommen, wo wir mal waren. Und wenn man dann jetzt mal den Blick schon mal nach vorne wirft, was wir jetzt tun können, da wir weiter sind, Auslosung ist am Freitag, wir werden auf Atletico oder Bayer Leverkusen treffen. Die zerlegen uns, wenn wir nicht wieder unsere Form wiederfinden von der Hinrunde. Ja. Wir haben in der Rückrunde die Leistung, die wir in der Rückrunde gesehen haben, damit haben wir keine Chance gegen einen von diesen beiden Mannschaften. Das muss man so klipp und klar sagen. Aber wir wollen uns heute natürlich nicht die Laune verderben lassen. Alles gut, Leute, feiert, gönnt euch, ich verstehe das. Sehr, sehr glücklich weitergekommen, natürlich verdient weiter, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber am Ende des Tages natürlich sehr, sehr glücklich. Ich weiß, spricht am Freitag keiner mehr rüber, wenn die Auslosung ist. Aber ja, der Blick nach vorne, na, ich weiß nicht, was los ist. Es gilt, den Schalter umzulegen. Mir persönlich fehlen einfach mal die klaren Worte, habe ich schon nach Leverkusen gesagt, und ich denke, wir hören heute auch wieder nur das übliche Blablabla. Ja, ist ein K.O.-Spiel, der Gegner hat überperformt, und manchmal kann das so laufen, und wir haben ja in 6 Tagen 3 Spiele, und das hat der Gegner nicht, und bla und Sülz, Ausrede auf Ausrede, anstatt einfach mal Tacheles zu reden. Ja. Aber gut, anderes Thema. Wie gesagt, Leute, freut euch, wir sind weiter. Wir gucken dann Freitag auf die Auslosung, ob es Leverkusen oder Atletico Madrid wird. Und joa,
Ich bin gespannt auf das Spiel am Sonntag. Haben wir jetzt ein bisschen Pause. Sollten wir dann wieder frisch sein gegen Frankfurt. Und vielleicht war dieses Tor heute ein Brustlöser. Ich hoffe es einfach. Ja? Weil da war natürlich Emotionen raus. Klar steht die Mannschaft unter Druck. Sie muss unbedingt ins Finale da oben. Es ist in München und bla und Sülz. Alles gut, verstehe ich. Ja? Deswegen, vielleicht ist es heute der Brustlöser, der den Bock umstößt und es kommt wieder ein bisschen die Lockerheit rein. Wenn wir aber dann jetzt gleich mal auf die Leistungen der einzelnen Spieler drauf eingehen, dann ja, ist es schwer daran zu glauben. Aber wer weiß, vielleicht ist es das am Ende des Tages. Ne? Gut, werfen wir mal einen Blick in die Statistiken rein hier. Ballbesitz 67:33, Abseitsstellung keine Fouls, 2,9, Zweikampfquote 47:53, Schüsse aufs Tor 10:3, Schüsse insgesamt 23:5, Ecken 7:0, angekommene Pässe 702:326, Flanken 25:2. Schüsse insgesamt, Olisse 4, Musiala 3, Goretzka 3. Ja, Torschussvorlagen haben wir nicht. Bild. Gewonnene Zweikämpfe, Olisse 6, Goretzka 6, Stanisic 4. Alter, allein, dass da kein Innenverteidiger steht, ist schon. Ballkontakte 139 Kimmich, 109 Kim, 101 Upamecano. Babaliciano. Gut, das mal zu den Statistiken. Ja. Kommen wir zu den Noten, Kompanie. Boah, ich muss erstmal meinen Pfeil aufmachen. Wartet kurz. Gut, Vincent Kompany. Boah, da wir es geschafft haben, weiterzukommen, Note 4. Ja, es war heute ausreichend. Es war nicht mangelhaft, weil wir sind weitergekommen, nicht ausgeschieden. Haben die Verlängerung vermieden, also von daher Note 4. Mehr aber auch nicht. Warum nicht mehr? Alleine die Aufstellung, boah, ja, war schon wild. Und keinerlei Ideen. Wirklich keinerlei Ideen. Ja, wir sind mit ein bisschen mehr Pfeffer aus der Halbzeit gekommen, aber jetzt auch nicht so, dass man sagt, wow, war jetzt ein Sturmlauf, aber es war besser, definitiv, ja. Aber trotzdem 1:1 den Stiefel runtergeballert. Ja, und ja, jeder, der das Spiel gesehen hat, das Tor gesehen, oder? Also von daher wild. Ja, also nee. Nee und nee. Wenn wir das nicht hinkriegen, mal ein bisschen kreativer, mal ein bisschen abwechslungsreicher zu werden, dann sehen wir kein Land in der nächsten Runde. Egal, ob das Leverkusen oder Atletico ist. Ja? Man kann sich ja sowas von einfach auf uns einstellen. Das ist ja eine Katastrophe gerade. Was natürlich bedingt ist, dass viele Spieler ihrer Form hinterherrennen. Ja? Und da gehen wir jetzt mal rein. Fangen wir mal an in der Abwehr. Manuel Neuer. Manuel Neuer war da heute natürlich wieder eine Kanone. Kriegt von mir eine 4. Weil es hat ausgereicht. Ja? Aber schön, dass er schon beim ersten Mal schon wieder geschlagen war und der Ball nur noch auf der Linie gerettet werden konnte. Beim zweiten Mal, ja, jeder Schuss auf Neuers Tor ist halt in der Regel drin. Ja, und das wäre heute auch der Fall gewesen, wenn nicht der erste Schuss auf der Linie abgewehrt worden wäre. Ja. Habe ich schon mehrfach gesagt, Manuel Neuer ist kein Rückhalt dieser Mannschaft mehr. Vergleicht das mal mit Schmeichel, der dasselbe Alter hat, und vergleicht einfach mal die Ausstrahlung, die Ruhe, ja, die dieser Torwart ausgestrahlt hat. Klar, am Ende war er viel, viel mehr beschäftigt. Er konnte sich auch ein bisschen warm machen und sowas. Alles gut, ja. Aber bei Manu, Leute, jeder Schuss aufs Tor ist drin. Es sei denn, es steht ein Verteidiger auf der Linie. Und mittlerweile laufen die Verteidiger schon Richtung Linie, weil die wissen, ja, alles ist gut, der geht eher Manu durch. Das ist vielleicht gerade der Vorteil, dass die Abwehrspieler das mittlerweile registriert haben und das tun, ja. Und das spricht schon Bände. Gut, das dazu. Kommen wir zu Rafa Guerreiro. Ja, Rafa Guerreiro, boah, ganz schwer für mich zu benoten heute. Es war nicht so schlecht wie das letzte Spiel. Es waren trotzdem wieder 2, 3 defensive Klopper drin. Es war nach vorne sehr, sehr wenig, bis gar nichts. Ja, wie gesagt, auch da eine 4. Ich denke, es werden heute viele Vierer regnen hier. Wie im letzten Spiel. Wer hätte das nur gedacht? Minjay!
Ja, Minje geht 1:1 in dieselbe Kerbe. Ja, bei dem Gegentor. Weiß ich nicht. Muss man da unbedingt sich auf den Boden legen? I don't know. Wenn man das schon tut, dann muss der Ball in die Außenlinie fliegen, zur Ecke fliegen, sonst was. Ansonsten bleibt doch auf der Beine, ist doch alles gut. Ja. War doch jetzt auch nicht so wild da, diese Aktion. Also, habe ich nicht verstanden. Ansonsten, ja, war er souverän. Oder was heißt souverän? Nicht solide. Ja, war solide, jetzt nichts Außergewöhnliches, alles fein. Gut, Minje, Opa. Opa fand ich einen Tacken besser auf jeden Fall, aber auch Opa hatte heute wieder 2, 3 ganz, ganz wilde Bälle. Von daher gibt es eine 3,5. Aber ansonsten die Zweikampfführung, wenn es Zweikämpfe gefordert waren, war Opa da und hat da alles eigentlich im Griff gehabt. Ob es ein Jota war, ob es Maeda war, wogegen er ziemlich oft in den Zweikampf ging und dann noch der Stürmer da eingewechselt wurde, war eigentlich alles gut. Aber hat heute ein paar wilde Pässe gespielt, gerade hinten quer. Nach vorne hin war es auch einigermaßen okay. Von daher 3,5 für mich. Gut, damit kommen wir zu Stanisic, der sich, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob die Vorgabe vielleicht bei uns mittlerweile ist. Leute, nehmt euch mal alle ein Beispiel als Conny Leimer als Rechtsverteidiger. Genauso wollen wir das beim FC Bayern sehen, weil dann war es eine gute Leistung. Ja, ansonsten war es leider eine 1:1 Conny Leimer Leistung. Nach vorne gut, ja, gute Akzente, engagiert, durchgesetzt, gefeuert. Hinten Katastrophe. Katastrophe, Alter. Katastrophe, sorry. Ja, Katastrophe. Das ist 1:1, als hätten Conny da gespielt. Ja, gar nichts. Ganz, ja, er hat es ein bisschen besser gemacht wie Conny, wenn es immer darin ging, um eine Flanke zu verhindern, stand er schon besser im Raum und so. Aber Zweikampfführung, wie viel Defensiv-Zweikämpfe hatten Stani heute verloren, Alter. Und im Sprintduell, Katastrophe nach hinten. Nach vorne war es okay, von daher Note 4. Weil es halt ausgereicht hat mit dem 1:1. Ja, deswegen eine Note 4. Gut, weiter geht's ins Mittelfeld. Leon, weiß ich nicht, kaum zu sehen. Goretzka, bis auf die beiden Kopfbälle im 16er. Das ist aber auch, was ein Leon kann. Ja, das ist jetzt nichts Neues. Ansonsten habe ich einen Leon teilweise gar nicht wahrgenommen im Spiel. Spielaufbau war er nicht zugegen. Weiß ich nicht, wo er da war. Weiß nicht, teilweise hat man das Gefühl, er hat sie auf der Ersatzbank gesetzt und sie warm gehalten. Bis auf die 2, 3 Aktionen, wo er dann mal mit in den 16er gegangen ist, wo er die Kopfballdinger hatte. Ja, das war gut von Leon. Von daher, sonst hat er sich so nichts große Schulden kommen lassen. Deswegen gehe ich da mal mit auf die Opa-Note, eine 3,5 für mich. Gut, dann kommen wir zum König, King Kimmich. Ja, hat heute ein gutes Spiel gemacht in meinen Augen. Bekommt von mir die 2,5, war der beste Spieler auf dem Feld aus meiner Sicht. Ja, man kann auch hier wieder so ein bisschen anführen in der Phase, wo wir dann hinten lagen und so, dass da noch ein bisschen mehr die Brust rauskommen muss und er die Mannschaft mal ein bisschen mehr organisieren muss. Das ist aber ein Kimmich nicht. Sorry. Ja. Also jeder, der den FC Bayern kennt und so lange verfolgt und solange ein Kimmich beim FC Bayern verfolgt, wir müssen uns einfach von diesem Gedanken verabschieden und wir sollten aufhören, ihn dafür zu kritisieren. Er ist nicht diese Art Anführer, was wir uns gerne alle wünschen würden oder was er auch kommuniziert, was er gerne wäre. Das wird er nicht mehr werden. Er hat heute ein gutes Spiel gemacht. Er war der Mann, der was versucht hat, der Diagonalbälle gespielt hat. Auch Goretzka hatte 1, 2. Aber er war der Aufbauspieler heute, der überhaupt dafür gesorgt hat, dass wir nach vorne hin irgendwas auf die Kette bekommen haben. Ja? Und das ist, was Kimmich momentan kann. Das hat er gut gemacht. Und von daher für mich eine 2,5. Gut. Serge Gnabry. Ja, Serge ist, weiß ich nicht. Wenn Serge noch so eine Antenne auf dem Kopf hätte, wäre ein Teletubby. Ja, und genauso spielt er Fußball. Ja, Leute, da brauchen wir nichts beschönigen. Das war ein mangelhaft. Das war eine Note 5. Das war gar nichts, Alter. Ich meine, generell, die linke Seite war tot, womit auch Leon dran schuld ist. Ja, das hat auf der anderen Seite viel, viel besser geklappt mit Kimmich, mit der Überlagerung. Dasselbe war mit Siert auf der anderen Seite mit Leon geplant, der über die halblinke Posi kommt und dann Guerrero und Gnabry unterstützt. Das hat nicht stattgefunden, aber ein Gnabry hat auch gar nicht stattgefunden, Alter. Katastrophe. Ja, also ich weiß auch nicht, warum er so lange auf dem Feld war.
Ja, ich habe schon das Grauen gekriegt, wo Harry Kane ausgewechselt wurde und ein Kingsley Coman gekommen ist und man Serge Gnabry vorne als Neuner reingestellt hat. Da habe ich mir gedacht, Alter, alles, jetzt ist ganz vorbei. Ja. Wie hätte der jemals das Tor treffen sollen, Alter? Katastrophe. Gut, der nächste. Unser Messi, unser Wunderkind, unser jetzt laut Medienberichten 25 Millionen Mann. Ja, grandioses Spiel. Wenn wir ihn am Gehalt messen, müssten wir ihm eine Note 10 geben. Boah. Note 4 für mich. Teilweise 20, 30 Minuten wirklich gar nicht zu sehen. Ja. Dann war er ein bisschen zu sehen, hat 2 gute Steckpässe gespielt. Dribblings waren heute gar nichts, 0. An das, was ich mich erinnere, sind 2 gute Steckpässe von Musiala. Deswegen Note 4, deswegen war es ausreichend. Ein Schuss, der geblockt wurde. Ansonsten erinnere ich mich an nichts Sehenswertes von Jamal Musiala. Gut, kommen wir zu Michael Olise. Michael. Auch da tue ich mich schwer heute. Ich habe Goretzka eine 3,5 gegeben, dann gebe ich Michael auch eine 3,5, oder? Ja, komm, ich gebe ihm eine 3,5. Die Flanke war gut. Er hat gute Aktionen gehabt, gerade nach vorne. Ja, gerade erste Halbzeit, rechte Seite, sehr, sehr stark gewesen. Hat aber viele unnötige Ballverluste gehabt. War heute auch nicht so präsent nach hinten. Ja. Auch da viele Bälle einfach verloren. Ja, mal hat Kimmich ausgebügelt. Das war nicht gut nach hinten heute. Das muss man ganz klar sagen. Ja, nach vorne war es gut, ja, gerade erste Halbzeit, aber auch zweite Halbzeit, dann war er wieder einer der wenigen, der mal die Akzente gesetzt hat, der man Stani eingesetzt hat, 2, 3 Mal. Also von daher, offensiv war es gut. Nach hinten hin war es nicht schlecht, aber es hätte besser sein können. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Da waren heute ein paar unnötige Ballverluste bei. Die kannst du dir heute erlauben gegen Celtic, die kannst du dir gegen eine Spitzenmannschaft nicht erlauben. Gut, dann kommen wir noch zu Harry Kane. Harry Kane weiß ich gar nicht, wie ich ihn heute bewerten soll. Der Lattenschuss war natürlich überragend gemacht. Vielleicht nicht überragend, weil sonst wäre er drin gewesen, ja. Ansonsten hat er noch 2 Schüsse gehabt oder was, die er sich genommen hat. Ja, das war eine solide Leistung von Heavy, aber auch nicht mehr und nicht weniger. Ja. Aber die ganze Mannschaft war wieder offensiv heute statisch, viel zu lahmarschig. Ich gehe auch auf eine 3,5 für Heavy, aber wir haben nur eine Halbzeit, die wir bewerten können. Ja, sage ich gleich nochmal ein bisschen was zum dem statischen Spiel. Gut, King können wir natürlich benoten. King hat auf jeden Fall direkt erstmal Schwung reingebracht in den Laden, ja. Hat in den 2 Minuten, wo er auf dem Platz war, mehr kreiert als ein Serge Gnabry, der vorher 45 Minuten über die Seite gekommen ist. Ja. War gleich da, hat Schwung reingebracht, 1:1, dran vorbeigegangen, bam, was ein Coman kann. Umso länger das Spiel ging, umso mehr ist er abgetaucht. Das gehört auch zur Wahrheit, wie die ganze Mannschaft aber auch. Ja, wir hatten eine kurze Drangphase von einer Viertelstunde und dann sind wir wieder abgetaucht. Auch ein Coman ist da hingegen abgetaucht, aber ja, er hat Schwung reingebracht, von daher aus meiner Sicht auch eine 3,5. Gut, dann haben wir noch Leroy Sané. Leroy Sané gehe ich heute auch auf die 3,5. Hat mir so ganz gut gefallen, hat sich reingehauen. Viele technische Fehler irgendwie gehabt, keine Ahnung, das war wild. Hat aber ein bisschen was versucht, hat nichts abgeschenkt oder sowas. Hat die richtige Einstellung mitgebracht, auch er hat ein bisschen Schwung gebracht. Es war natürlich schade, dass dann Olise wieder in die Mitte gegangen ist und Sané über rechts. Und dann hat man von Michael wieder relativ wenig gesehen. Dann hat man gesehen, wenn er mal wieder auf rechts dann war, der Michael, dass er da besser zurechtkam. Von daher, aber da kann Leroy natürlich nichts für. Wenn der Trainer ihn da hinstellt, stellt der Trainer ihn dahin und nicht er selber. Ich bin ganz ehrlich, ich hätte mir in diesem Spiel einen Thomas Müller gewünscht, der da vorne einfach rumwuselt. Ich glaube, das war heute einfach das prädestinierte Thomas Müller-Spiel. Ja.
weil er Sachen macht, die andere Spieler nicht verstehen, ja, die unorthodox sind. Und ich meine, er kam ja dann noch für 30 Sekunden. What the fuck is going on, Alter? Weiß ich nicht. Von den Dingern halte ich gar nichts. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man da mit dem Thomas Müller einen Gefallen tut, ihn dafür irgendwie 30 Sekunden einzuwechseln. Warum wir den Pavlovic heute nicht gesehen haben, fragt mich nicht, ist für mich ein Rätsel. Und sie hätten mit Sicherheit noch ein paar Akzente durch die Mitte gut getan. Wegen mir hättest du Musiala rausnehmen können und einen Pavlovic dahinstellen können und du hättest vorne einen Müller reinstellen können auf die Neuner-Posi. Ja, das wäre für mich die ideale Besetzung gewesen, aber gut, was wissen wir schon, ne? Conny Leimer habe ich auch vermisst in der Zentrale, ganz klar. Auch da hätte man mal noch ein bisschen Feuer geben können. Aber gut, it is what it is. Ja, wir haben natürlich noch Fonzie Davis, den dürfen wir natürlich nicht vergessen. Fonzie Davis, Katastrophenleistung bis zu seinem Tor, wo er angeschossen wurde vom Gegner, wo er den Ball mit reingelaufen hat. Ja, ich denke, das rechtfertigt dann seine 15 Millionen Gehalt, dass man sich heute nicht die Schmach gegeben hat, auszuscheiden. Aufgrund des Tores kriegt er von mir die 3. Ansonsten bis dahin war es wieder eine Fonzie Davis-Leistung, wie wir sie aus der letzten Saison kannten. Ja, das war gar nichts. Das war Katastrophe. Absolute Katastrophe. Aber gut, er kommt aus einer Verletzung, er wurde da reingeworfen, hat man Verständnis für. Er war dann da, hat das Tor gemacht, alles gut. Von daher Note 3, ich denke, ist eine faire Geschichte. Und damit sind wir durch. Ja, das ist meine Benotung, Leute. Ja, wie gesagt, wie ich das Video eingeleitet habe, freut euch, wir sind weiter. Ja, freut euch auf die kommenden Spiele. Oder freut euch nicht, ich habe keine Ahnung. Entweder war das jetzt ein Brustlöser, dieses komische Tor, diese Emotionen, die dann da freigesetzt wurden. Ey, ich kann es nur hoffen. Ja, ansonsten ist in der nächsten Runde einfach Feierabend für uns. Das muss man so klar sagen. Ja, wir sind gerade nicht in der Lage, wir sind ja noch nicht mal in der Lage, mal 15, 20, 30 Minuten mal ein gepflegtes Angriffsspiel zu spielen, Celtic in die eigene Hälfte zu drängen, die Bälle zu erobern, im Gegenpressing da zu sein. Selbst da sind wir nicht in der Lage zu. Und das war Celtic Glasgow, Alter. Ja, sorry, ja, man soll keinen unterschätzen in der Champions League, alles gut. Haben wir auch an den Ergebnissen auf den anderen Plätzen gesehen. Aber am Ende des Tages guckt euch das Spiel an. Ja, das war kein Gegner, wo man sagt, boah, wow. Ja, nee, war es nicht. Ja, das war vielleicht ein Gegner auf Freiburg-Niveau. So. Und das ist schon hochgegriffen, meiner Meinung nach. Und dann muss man sagen, ich habe schon vor ein paar Wochen gesagt, der Trend ist gerade eine Katastrophe. Und wenn man jetzt irgendwas wieder wegargumentiert von Company-Seite, wovon ich ausgehe, ich bin gespannt gleich auf die PK, ja, da muss man sich nicht wundern. Ja, da muss man sich nicht wundern, weil diese Mannschaft macht das, was sie die letzten 2 Jahre getan hat. Eine starke Hinrunde spielen, in der Rückrunde von Spiel zu Spiel schlechter werden, ohne sich dagegen zu stemmen. Ich meine, immerhin hat man aktuell noch das Gefühl, dass es noch ein Team ist, ja. Obwohl man jetzt auch schon langsam sieht, dass der ein oder andere wieder in sein Einzelspielermuster verfällt und er auf sich guckt. Weiß ich nicht, ob da diese ganzen Verhandlungen mit zu beigetragen haben. I don't know. Ich habe keine Ahnung. Nochmal, ich hoffe einfach, dass dieses Tor, wir können es ja. Das ist ja das Schlimme, wisst ihr? Wir können es ja. Wir haben eine überragende Hinrunde gespielt. Wir haben Gegner auseinandergesägt, Alter. Ja, ich kann auch irgendwo das Argument gelten lassen, das 3. Spiel in 6 Tagen und so weiter, alles gut. Wenn dem so ist, dann müssen wir gegen Frankfurt jetzt ein anderes Spiel sehen. Ja, jetzt hat man 5 Tage oder was. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, ja, 4 Tage. Ja, 4,5 Tage Zeit. Da sollte man wieder frisch sein. Und dann erwarte ich jetzt eine Reaktion, Alter. Ja. Und wenn das Frankfurt-Spiel den Trend weitergeht, wie er gerade ist, boah, dann wird das schwer. Dann wird nicht nur das Spiel schwer, dann wird das Stuttgart-Spiel schwer, dann wird die
der nächste Gegner in der Champions League Endstation sein. Fairerweise weiß ich nicht, wie Atletico gerade in Form ist. Habe nur gesehen, dass die letztens 1-1 gegen Real gespielt haben. I don't know, aber dann wird es schwer. Ja? Also es muss jetzt wieder der Knoten platzen, die Leistungssteigerung muss her. Wir müssen natürlich hoffen, dass bei Harry Kane das geplant war, nur eine Halbzeit. Belastungssteuerung, sollte ein Harry ausfallen, ja, alto Betty. Ja, dann ist sowieso der Drops gelutscht in der Champions League. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Ja. In der Liga haben wir 8 Punkte vor, alles gut. Da kannst du ein bisschen was kompensieren. Ja, wie gesagt, hoffentlich war das der Brustlöser, so ein emotionales Tor kurz vor Ende. Das kann halt schon was bewirken. Ja. Und allein, dass wir das geschafft haben, ist vielleicht auch der Glaube in anderen Spielen wieder da bis zur letzten Minute, so was uns sonst früher ausgezeichnet hat, was Leverkusen ausgezeichnet hat letztes Jahr, dass wir mal wieder den Glauben daran kriegen. Das ist auch wichtig, denke ich. Gerade dann jetzt in den K.O.-Spielen. Ne? Von daher, ich bin jetzt nicht schlechter Dinge oder sowas. Wie schon gesagt, das Spiel, ja, können wir ähnlich wie Leverkusen ab morgen abhaken. Blick auf Frankfurt. Feierabend, du bist eine Runde weiter, Arschlecken, es fragt in 2 Tagen keiner mehr, wie du weitergekommen bist, du bist weiter und fertig. Aber wir müssen jetzt die Kurve kriegen. Ja, das muss jetzt der Brustlöser gewesen sein. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es das war. Ja, dass wir einfach so ein Erlebnis brauchten. Von daher bin ich jetzt gar nicht ganz so schlechter Dinge wie noch vor dem Spiel, wenn ich ehrlich bin. Wir werden es sehen am Wochenende gegen Frankfurt. Ja, das ist so das Thema. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Gut, damit bin ich am Ende, Leute. Zu guter Letzt noch der Hinweis, Samstag 18 Uhr, Talk mit der Community. Ihr könnt mit mir sprechen im Livestream, live auf Twitch, 18 Uhr. Guckt euch gerne das andere Video dazu an, wo ich erkläre, wie der Bums läuft. Und zum Schluss, Leute, geht einfach wählen, Alter. Ja, das ist wichtig diesmal. Es ist immer wichtig, wählen zu gehen, aber dieses Jahr ist es besonders wichtig. Ja, das sind meine Takes dazu. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Wir schauen uns Freitag die Auslosung an. Ich bin gespannt, wer es denn wird. In diesem Sinne, haut rein. Bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.